Willkommen zurück, Freunde, zu Breath of the Wild. Wir sind hier in der letzten Prüfung des zweiten DLCs und stehen dem Bossgegner gegenüber, der einfach mal ganz zufällig irgendwie so, ja, mal ein ganz übler Typ ist. Ganz kurz gucken, Abwehr Wildgemüse, Abwehr Pilzspieß. Ich glaube, ich nehme langsam mal die Abwehrdinger, weil, wenn nicht jetzt, wann dann? Frei nach dem Motto. Insofern, wohl bekommst, gehen wir dann Abwehr ein bisschen hoch. Oh yes. Ja, das ist aber... keine Ahnung, wer den irgendwie verärgert hat oder so, oder woher aber jetzt so starke Shika kommen, vor allem Shika Priester. Ich finde, es ist ein bisschen übertrieben. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ernsthaft? Hat er mal so einen Move drauf, wa? Runter mit dir. Oh yes. Jetzt bin ich dran. Machst du gar nicht, wa? Hey. Was soll das jetzt werden? Ja, dann eben nicht. Okay, da dauert wir zu lange. Das Gerät ist bereit, wenn du es brauchst. Schon wieder. Oh nee, Kumpel. Nee, 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 nee. Fuck. Ja, was jetzt? Kein Bock mehr? So. Darf's nochmal. Also ganz ehrlich, ich fand die anderen Phasen vorher ein bisschen gefährlicher. Mann! Tam wieder am Arsch. Der Rest bringt gar nichts, ich brauche antike Pfeile dafür. So. Ich hab gedrückt, was ist denn da los? Komm, mit dem Quatsch wieder. Also eigentlich ist die Phase total Pillepalle. So, komm. Dass er einfach so einen Move drauf hat, weißt du? Mann! Immer zu früh. Da gibt's doch nicht, hey. Was ist denn plötzlich los? Timing komplett von Arsch. Er gut, kann kurz fahren, bis Star Wars Kräfte zurückkehren, aber ist natürlich total lame, da müsste eigentlich anders ablaufen. Aber er hat offenbar nur die Moves drauf, mehr nicht. So.
Dann wäre es gleich wieder weg. Ja, komm, mach einen Move, komm schon. Mach den fetten Laser, ich will nicht meinen antiken Pfeil an dir verschwenden. Da kann ich auch mit Rivaliskräften draufsteigen. Okay, jetzt wieder gar nicht mehr. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Danke, Urbosa, das Angebot nehme ich natürlich gerne an. Was ich dann noch ganz kurz machen werde, denn ich habe ja eh genug davon. Mal die Schwäche noch zu nehmen, wa? Ja, komm. Jetzt noch vielleicht Level 2 plötzlich? Nee, so geht es natürlich nicht. Mann, Alter, du nervst. Das war gewaltig. So, voll ins Auge geht immer. Aua. Er macht zwar nicht gerade viel Schaden, aber es macht Schaden. So, fall gleich von der Arena. Nee. Komm, mach mal deinen scheiß Augenlaser. Er will nicht mehr. Ah, jetzt. So, jetzt wo eigentlich der Darox Power zurück hätte, jetzt geht's plötzlich wieder. Wahnsinn, wa? So. Die andere ist zerbrochen, ja, meine Gottheit. Jetzt nehmen wir mal Bigeron-Schwert, war ein bisschen mehr Angriffspower drauf. Oh ja, im Blitzgewitter erledigt. Oh. So. Erstaunlich, dass so ein Shika-Priester stärker sein kann als Ganon, wa? Warum tritt der eigentlich gegen Ganon an? Also, wenn das jeder dieser Shika-Priester drauf hat, dann gute Nacht, ey. Das war nur einer. Gut gemacht. Ja, du wolltest mich killen. Hm? Du hast alle meinen Zweifel ausgeräumt. Du bist ein wahrer Held. Weißt du, erstmal die ganzen Recken befreien, die ganzen Erinnerungen sammeln, damit ist das uralte Wunderwerk für dich bestimmt. Die ganzen Schreine machen und so, dann die DLC-Dinge und am Schluss, du bist ein wahrer Held, was du schon das ganze Abenteuer lang 100.000 Mal gehört hast. So, komm, was wir das haben, den 5 Titanen. Ein Pferd ist es. In Miniaturformat? Wie soll man jetzt das im Kampf gegen Ganon helfen? Schickerstein erkannt, der Animatangen beginnt.
Eponato Zero. Die Materialien in Tank und das Auto mit Energie zu versorgen. Du kannst sie derzeit aktivieren, allerdings nicht in jedem Gebiet. Neues Modul wurde aktiviert. Okay. Was du erhalten hast, ist ein Wunderwerk der Technik, gemacht für einen wahren Helden. Held von Hyrule, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ich habe ein Motorrad bekommen, was offenbar schon irgendwie 10.000 Jahre alt ist oder so. Was zum Henker? Wir sind denn das? Es ist abgebildet. Das ist der 5. Titan. Ein Motorrad. Wie soll denn damit gegen Ganon antreten? Im Sinne von kleiner Boho, oder wie soll er das interpretieren? Vergessenes Plateau. Scheiß Insektenhelm. Oh, du bist's. Geht es nur mir so? Du wirkst auf mich noch beherzter, als du es zuvor schon warst. Ich kenne das perfekte Lied für jemanden wie dich und würde es dir gern vorsingen. Das unvollendete Lied meines Meisters, in dem ich neulich sprach. Ich habe endlich die grundlegenden Verse vollständigt. Wir stehen so weit oben, der perfekte Ort, um dieses Lied vorzutragen. Es geschah vor 100 Jahren. Von hier aus kannst Schloss Hyrule sehen. Die Zeremonie zu Ehren der auserwählten 6 trug sich genau dort zu. Also höre nun. Die Ballade der Recken. Krieger von Hyrule, ihr habt euch alle 5 dazu bereit erklärt, eine lebensgefährliche Mission auf euch zu nehmen. Ich danke euch. Vom heutigen Tage an seid ihr die Recken von Hyrule. Tragt eure Gewänder mit Stolz. Ihre blaue Farbe ist seit alten Zeiten das ehrwürdige Symbol unseres Königshauses. Die Idee, euch diese Gewänder zu verleihen, stammt von meiner Tochter Zelda. Dich, meine Tochter, möchte ich darum bitten, die Pflicht zu erfüllen, die dein königliches Blut dir auferlegt. Führe diese wackeren Recken in den Kampf. Beschütze Hyrule und besiege die Verheerung Ganon, damit unser Land eine Zukunft hat. Mann, oh Mann. Ich dachte schon, wir müssen den ganzen Tag da stillstehen. Das ist also der Schika-Stein. Er steckt bestimmt voller praktischer Funktionen. Aber leider übersteigt diese Technik unser derzeitiges Verständnis. Eine Funktion hat die Prinzessin mir schon mal vorgeführt. Das Ding, das macht Bilder, die aussehen wie im echten Leben. Wirklich? Das würde ich zu gern mal sehen. Prinzessin? Also, würdet ihr mir das einmal zeigen? Gut, dann machen wir mal ein Bild von euch. Seht bitte alle den Schika-Stein an. Daruk, kannst du dich nicht etwas kleiner machen? Du fällst mal wieder komplett aus dem Rahmen. Gut. Was ist denn das für eine Trauermiene, Prinzessin? Ihr dürft ruhig lächeln. Revali, steh doch nicht so weit abseits.
Was für ein Staatsakt. Mifa, nicht so steif. Atme mal ganz tief durch. Ja. So, alle bereit? Guckt alle hierher. Bitte recht freundlich. Katschika! Nach diesem Ereignis nannte man sie die Recken. Ein Meister sagte immer, man solle Lieder so schreiben, dass der Zuhörer sich in die Ereignisse hineinversetzt fühlt. Nach der Reise, die ich unternahm, weiß ich endlich, was er damit meinte. Da fällt mir ein, ich fand dies, als ich Dokumente meines Meisters durchsah. Ich dachte mir, nun, du bist derjenige, der es haben sollte. Dein Heldemut erinnert mich an den unbeugsamen Willen der Recken. Das Bild der Recken. Ein Bild mit Zeltern und 5 Recken nach den Ernennungszeremonien in Schloss Hyrule. Kashiwa gab es dir, nachdem die Ballade der Recken fertiggestellt hatte. Also mal ganz ehrlich, wir sind darauf ganz klar zu erkennen. Klar, da gerade ist ein scheiß Donnerhelm, aber trotzdem. Warum sieht er nicht, dass ich es bin? Mögen die Seelen der Recken, die bei Hyrule wachen, in Frieden ruhen. Das wäre ein Seers, nachdem wir Ganon platt gemacht haben. Link! Ich habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast schwierige Prüfungen hinter dich gebracht. Nun solltest du bereit sein. Ja, du bist nun gewiss bereit, dich der Verheerung Ganon zu stellen. Gewiss. Aber nicht mit dem scheiß Helm. Das könnt ihr mir nicht erzählen, ey. Alter, wir haben es echt geschafft. Die Ballade der Recken, wie geil ist das denn bitte? Also da muss ich sagen, es war gut, das mit dem Titan war dann ein bisschen doof. Also klar ist Deponator Zero vermutlich sehr cool, wenn man so ein Motorrad hat zum Drauffahren. Aber einen echten 5 Titan hätte ich mir doch noch sehr gewünscht. Wäre schon geil gewesen. Gut, aber wer soll denn steuern, war? Ich meine, wir müssen gegen Ganon kämpfen, wäre ein bisschen doof gewesen. Ist ein anderes Team, aber Alter, was war das für... Erstmal kurz umziehen, weil das geht jetzt gar nicht mehr. Da haben wir die ganze Stimmung versaut. So. Schon bereit machen wir einen Abschlusskampf gegen Ganon. Alter, wie geil war das, Freunde? Wie geil, wie hammergeil war das einfach. Ich muss zugeben, er hat sogar ein bisschen Tränen in den Augen. Einfach nur, weil es, ja, eben, es war so eine epische Szene. Du kannst sagen, was du willst. Es war einfach so. Und alle wieder zu sehen und so, aber trotzdem zu wissen, dass sie nicht lange überleben werden. Und ja, schön, aber auch traurig. Muss man leider so sagen. So, was kann das Teil jetzt? Deponator Zero! Na mal los! Was einfach unglaublich ist, oder? Meine Technik schon mit dem Vorfahren. Klar, es war ein Meisterwerk und so vor 10.000 Jahren. Oder damals ein Sein der Sheikah vor 10.000 Jahren. Aber dass einfach so ein Wissen verloren gegangen ist, das verstehe ich einfach nicht, weil es war ja vor 10.000 Jahren trotz allem so... Alter, wie schnell ich einfach bin gut vorwärts komme. Alter, okay, das tat weh. War ja trotzdem so... wir haben ja gegen Ganon gewonnen vor 10.000 Jahren. War nicht so, dass wir ihn total versagt hätten oder so. Nee, sie hatten damals gewonnen. Also, was ist passiert, dass das Wissen darüber verloren gegangen ist? Muss irgendwie eine Naturkatastrophe oder so da gewesen sein? Kein Plan. Man kann das Schwert ziehen, cool. Ja, ich glaube, wir haben da was gefunden für vielleicht als Ersatz sogar für Epona. Natürlich hat sogar Licht drauf. Ja, natürlich! Natürlich ein Hightech-Motorrad, sondersgleichen.
Juhu! Okay, das war ein Fehler. Nee. Alter! Wie krass ist das bitte? Hey Typi! Tschüss! Das wäre irgendwie eine Fusion mit Yu-Gi-Oh! Im D-Win und so. Alter, wie geil. So, ja, ihr seht, ich bin schon auf dem Weg, auf dem Weg zu Ganon, machen nämlich jetzt direkt platt. Ne, natürlich nicht, wir haben noch ein paar andere Dinge zu tun. Bevor wir das Spiel abschließen und sagen, bye bye, Schweinebacke. Also ich auch erstaunlich fand, man hatte während der Zeremonie, wenn man dem König da ein bisschen aufmerksam zugehört hat, hat er auch gesagt, dass Blau sei seit vielen, bin gar nicht mehr sicher, Jahrhunderten oder Jahrtausenden oder aber seit sehr langer Zeit traditionell für das Haus Hyrule. Warum blau? Und warum wird eben nie mehr, gut, man hat das Triforce gesehen, also gesehen, symbolisch, dass eben noch ein Teil von Hyrule ist, Königsfamilie und so weiter und so fort, das schon. Aber nie mehr erwähnt, oder eben auch jetzt das Outfit des Helden, das wir jetzt tragen, auch nie mehr irgendwie die Rede gewesen. Also wie ist es wirklich, das ist mehr als 10.000 Jahre her, dass alles in Vergessenheit geraten ist und alles irgendwie in Bedeutung verloren hat und so. Gut, und davon ausgeht, dass Ganon seit 10.000 Jahren nicht mehr aufgetaucht ist. Dann, ja, kann sowas wie das Outfit des Helden, das Grün, des Helden schon mal verloren gehen oder vergessen gehen oder so, keine Ahnung. So, wie bin ich also gekommen? Oh, gar nicht so schlecht. Okay, Freund, der Part ist eigentlich soweit rum. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir zumindest noch, was machen wir überhaupt noch? Das würde ich gerne in der nächsten Folge angehen, die Schreine hier. Das heißt, warum nicht erst einmal den Schrein noch zumindest noch hervorlocken, wa? Dann schlecht. Zurückstecken und tschüss, ohne Motorrad. Das Ju bleibt da. Alter, okay. Ja, insofern, das ist nur die Frage, wa? Beim Endkampf gegen Ganon, wenn er sich zur Schattenbase verwandelt hat, weil wir können ja gar nicht mehr wählen, ob wir überhaupt Epona rufen wollen oder nicht. Epona ist einfach da. Also das Pferd, das wir aktuell ausgewählt haben. Aber jetzt mit Eponator Sivo, heißt das jetzt, dass der da ist, weil wir den freigeschaltet haben, oder? Weil dann würde es Sinn ergeben, dass er zumindest das ein Titan ist von dem her, Weil Titanen, die helfen im Kampf gegen Ganon. Also wird das so weiter schon mal Sinn ergeben. Weniger krass mit dem Motor gegen Ganon antreten. Voll Hightech, obwohl es über 10.000 Jahre her ist und so. Naja. Das ist ein Recken, finde ich immer wieder so schade. Hey, ich hätte so gerne einen Zelda, wo man ja, halt wieder mit denen wirklich agieren würde. Also quasi ein alternatives Breath of the Wild. Aber, ja. Ich meine, würde es überhaupt Sinn ergeben? Ich glaube eher weniger. Dann vielleicht doch eher das nächste Zelda. Es hieß ja eigentlich auch, dass es ähnlich sein soll wie Breath of the Wild, sprich künftig auch halt so Open-World-mäßig. Warum dann nicht die Geschehnisse vor 10.000 Jahren ergründen? Ich meine, wäre doch vielleicht eine Überlegung. Und ja, natürlich, wir wissen ja, was da eigentlich passieren würde, dass man halt, also Sheikah da halt sagen, oh, wir haben keinen Bock mehr, dass ganz ständig auftaucht, wir bauen jetzt da die ganzen Wächter und Schreine und Titanen und so weiter und so fort. Und ja, Kashiwa schon da unten. Und hauen dann gerne auf die Mütze, aber ja, alles darum herum ist halt noch so eine Frage, wa? War ja ähnlich wie bei The Wind Waker, da haben wir auch die Vorgeschichte von Ocarina of Time erlebt, aber wenn du Ocarina of Time nicht kanntest, ja, musst du halt trotzdem erstmal gucken, wa? Oh, die Prüfung des Blutmonds. Ach du Scheiße. Oh, Verzeihung. War das zu laut? Sieh an, hier zu klettern ist wirklich eine Leistung. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, dem der Held sich den Prüfungsstellen überwindet. Ja, bitteschön. Mit Vergnügen legen wir los. Die Nacht des Blutmondes beginnt. Alle Monstern ist neues Leben bestimmt. Wer auf des Helden Prüfung sinnt, wie neugeboren den Sockel erklimmt. Ja, von Zeit und Zeit, Blutmond und so ist voll scheiße. Jetzt bin ich natürlich nicht sicher, muss ich warten, bis der Blutmond echt auftaucht, oder kann ich es irgendwie durch die Quest halt erzwingen?
Oh, das ist ein Tagebuch, okay. Vielleicht später mal. So, also die Prüfung ist eigentlich relativ einfach. Die Neugeborenen Sockel erklimmt. Wie neugeboren. Ja, warum neugeboren? Das ist eine Anspielung darauf, wie wir halt erwacht sind nach 100 Jahren. Und zwar, was hatten wir, als wir erwacht sind nach 100 Jahren? Wir waren quasi neu geboren, ja, aber vor allem hatten wir nichts an. Wir waren vollkommen nackig. So, geht schneller so. Ja, Blumen und so, wa? Cool. Jetzt ist halt die Frage, kann ich den irgendwie herbeirufen? Ich meine, nachmachen und so natürlich kein Thema. Wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, dann könnten wir den Part so beenden. Nächste Folge dann einen Schrei machen. Plus auch noch die beiden da drüben, weil, also die hier. Weil hier aber schon mal, ja, ich bin schon hier und ich muss hier quasi noch 2-3 Schritte gehen, wenn ich schon beim Schreien. Und hier bin ich eigentlich auch relativ schnell oben, hätten wir schon mal, oder können eigentlich in der nächsten Folge 3 Schreine machen. Da haben wir noch 3 fehlen und so, aber ja, mal gucken, wenn wir die machen. Oder vor oder nach der Schwerprüfungen. So. Schön verbrannt. Ich möchte eigentlich warten. Bis abends, ja eigentlich eher bis nachts, war. Ja, und sonst hatte ich eine nächste Folge mit dem Beginn des Blutmonds. Ich dachte, er müsste vollkommen nackig sein. Okay, Waffe geht offenbar. Und so wie es aussieht, ist heute der Blutmond. Der Bluesmond. Ernsthaft ist Blutmond? Das ist eh krass, wa? Der Sockel weiß, wann der Blutmond kommt, obwohl noch gar nicht zu sehen ist. Blutmond? Nee, keine Ahnung. Kommt er heute? Wer weiß. Okay, Freunde, das heißt, jetzt ziehen wir noch ganz kurz an. Zack, dann, falsch. Irgendwie einen Bogen, dann irgendwie, ne, nicht gerade den Schild. Aber ein Hügelchen noch, bevor wir ins Schloss Hyrule gehen, genau. So natürlich episch zu Ende gehen und... ja komm, mach halt wieder das hier. Revalis Sturm ist bereit. Eigentlich ist auch egal, ob jetzt wirklich Blutmond ist oder so oder nicht. Midaroki-Schrein. Unsere Aufgabe ist klar, Schrein aktivieren, Power beenden, nächste Folge. Legen wir hier dann richtig los. Mit den letzten 6 Prüfungen, die noch ausstehen. Beziehungsweise nächste Folge sind eigentlich nur 3 geplant. Ich denke mal, das ist eine schöne Zahl, so 3 Stück, oder? Und dann, was steht noch an? Ja, eben Schwerprüfungen hier, quasi das erste DLC noch. Und dann die restlichen 3 Schreine plus DLC hier im Schloss Hyrule. Und dann war's das. In diesem Sinne sage ich wieder mal, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis nächstes Mal zurück hier bei Breath of the Wild. Ciao zusammen.